In der Nähe, wo sie gewohnt haben, ist am Waldrand ein leeres Haus gestanden. Kein Mensch wollte in dem Haus leben, weil hinter dem Haus es einen feisteren und unheimlichen Wald hatte. Der Wald der Hexe Baba Yaga. Einmal musste der Vater von der Vassilissa auf eine weite Reise müssen. Und wo die böse Stiefmutter mit dem Mädchen allein war, hat sie gesagt: «So, wir wollen jetzt in das Haus am Waldrand wohnen.» Kaum haben sie in dem Haus gewohnt, hat die böse Stiefmutter die Vassilissa immer wieder extra in den Wald hineingeschickt. Und sie hat gehofft, dass die Hexe Baba Yaga die Vassilissa sieht, gefangen nimmt und bei sich behaltet. Aber das Püppli hat in der Vassilissa immer geholfen und darum ist in der Vassilissa nichts passiert. Einmal an einem Abend sind die 3 Mädchen in der Stube gesessen. Die eine hat gehökelt, die andere hat gelismet und die Vassilissa hat am Spinnrad Wolle gesponnen. Die Stiefmutter war schon im Bett. Auf dem Tisch in der Stube hat nur noch eine Kerze gebrannt. Plötzlich hat eine der bösen Schwestern die Kerze einfach ausgeblasen. Extra. Und dann hat sie angefangen zu jammern. «Oh, jetzt haben wir kein Licht mehr. Jemand muss bei der Baba Yaga Feuer holen.» Die andere Böse hat genickt. Und beide haben gerufen: «Die Vassilissa muss bei der Baba Yaga Feuer holen. Vassilissa, gang!» Die Vassilissa ist geschwind in ihr Kämmerli und hat dem Püppli alles erzählt. Da hat das Püppli gesagt: «Gang du ruhig in den Wald, du musst keine Angst haben. Solange ich bei dir bin, kann dir nichts passieren.» Mutig hat sich die Vassilissa auf den Weg gemacht, das Püppli fest in der Hand. Plötzlich ist ein weißer Ritter auf einem weißen Ross vorbeigesprungen. Und es ist hell geworden. Dann ist ein roter Ritter auf einem roten Ross vorbeigesprungen. Und die Sonne ist aufgegangen. Endlich ist die Vassilissa zum Haus der Hexe Baba Yaga gekommen. Das komische Haus ist auf Hühnerknöcheln gestanden und hat sich langsam im Kreis herumgedreht. Die Hexe Baba Yaga war nicht daheim. Die Vassilissa hat ohne Feuer nicht heimgetraut. Darum ist sie hinter einem grossen Stein gesessen und hat geduldig gewartet.